Shalom Aleichem. Dem 24. März 1878 ist geboren geworden der jüdische Schreiber, gesellschaftlicher und politischer Tuer Moishe Olgin, von Reim Moishe Josef Nowamiski. Seine Eltern haben gewohnt in einem Dorf in einer Gegend Ukraine. Noch in den jungen Jahren ist Olgin zugestanden zu der revolutionären Bewegung und später, schon in Amerika, gewesen aktiv in der Kommunistischen Partei. Er hat redigiert die Zeitung Freiheit, wo später hat sie sich geriefen Morgenfreiheit. In 1909 hat Olgin geschaffen die erste jüdische moderne Schulchrestomatie, das jüdische Wort. Olgin gehört zu den aktivsten Mitgliedern von IKUF, Jüdischer Kulturkongress in Amerika. Er hat sich auch beteiligt in dem Zugeräten, dem ersten allweltlichen jüdischen Kulturkongress in Paris, wo es ist vorgekommen in 1937. Wie ein Schreiber ist Olgin bekannt mit seinen Prosawerken, forscherische und essayistische Arbeiten. Seine Pjese Ihr Verbrechen ist aufgeführt geworden in Morris Schwarz Kunsttheater. Gestorben ist Moishe Olgin in New York in 1939. Heint will mir der Monen eine seltene Persönlichkeit auf der jüdischen Gas von Warschau, Yecheskel Kotik. Er ist geboren geworden dem 25. März 1847 in Kamenetz-Litowsk, Grodner Gegend. Bis 17 Jahre hat er sich gelernt in Cheder und Yeshiva. Nachdem gelebt in einem Dorf, der noch in Kiew und Warschau. Bewusst ist er geworden wie ein Pennmensch durch sein Buch Meine Zichroines, was es hat sehr gelobt Shalom Aleichem. In die 3 Bänder, welche seien erschienen zwischen den Jahren 1912 und 1914, hat Kotik gegeben ein breites Bild von jüdischem Leben in Russland in der zweiten Hälfte von 19. Jahrhundert. Gestorben ist Yecheskel Kotik in Warschau in 1921.